bringen auch wieder ein bisschen Gold ein, wenn wir die verkaufen. So, da gibt es nochmal ein also Goldader. Goldklumpen, gut. Aber eigentlich habe ich gar nicht vor, dass ich da die ganze Gold hau. Holzverlachst. Nehmen wir mal mit. Feuerwurzel. So, dann haben wir noch ein paar Dinge gefunden. Ein paar Lederbeutel. Oder? Da ist einer. Haben wir denn, wo sind denn die Goldklumpen? Da sind es. Es macht, also 18 Goldstücke ist einer wert. Also ein bisschen was springt schon aus, so, jetzt gehen wir mal zu Bibliothekars in Garas und berichten mal, dass die Minecrawler weg sind. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwyn ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwyn herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Oh oh. Ich glaube. Ja, jetzt weiß ich nicht. Sollen wir Bloodwyn erledigen? Das ist er. Warten wir mal, wenn er unten ist. Nicht, dass er uns von den anderen noch erwischt. So, wo ist er denn? Da ist er. Jetzt geht er. Wo geht denn der hin? Da oben. Ich glaube, das wird eine harte Nuss. Wir speichern lieber nochmal. Hey, du. Du hast die Minecrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Das wird jetzt gleich hässlich. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal, du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünten haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Ja, ich glaube dann, wenn er alles überlebt hat, dann wird es eh mal Zeit, dass er verliert. Alles hat mal ein Ende. Ich werde dich trotzdem besiegen. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Du und viele andere Typen auch. Ich werde dich trotzdem besiegen. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter, seine rechte Hand. So. Nehmen wir das erste. Ja, das war wohl sein größter Fehler. Ah, du mieser Hund. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! So. Kurzer Prozess mit Bloodwyn. So, gleich mit Waffen weckert. Nicht, dass er nochmal da. Bloodwyns Schlüssel. Passt zu einer Truhe. Und Bloodwyns Kopf. So, den nehmen wir gleich mal mit. Also einer Wenger von der Truppen. Und ich glaube, wenn wir dann da komplett fertig sind im Banditenlager, dann kloppen wir alle zusammen. Gibt natürlich Erfahrungspunkte. Und die haben wir ja nötig. Du hast es diesem Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Dann werde ich mich mal in der Höhle umsehen. Ja, machen wir das. Später komme ich sowieso nochmal vorbei. Und dann schlagen wir alle zusammen. So, jetzt reden wir erstmal mit, wer ist denn das? Emilio. Hey,
Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Na, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Ja, Crawler, glaube ich, wird den nur fressen. Das ist Finn. Hey, du. Wieder bei der Arbeit? Ja, jetzt hole ich auch noch das letzte Stück Gold aus dieser Mine. Ja, gut so. So, da haben wir Crimson. Hey. Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ha, ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mach dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Ja, fast ein bisschen wegen, oder? 18 steht drin. Hat. Also ist ein Brocken wert. Lass uns feilschen. Nein, das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch? Wir sind doch alle Freunde hier. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon, Fatang, Shatar, Fatang, Beliar. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme, das war der Klang des Untergangs der Welt. Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar. Bist du bereit? Kardimon, Fatang, Shatar, Fatang, Beliar. Ja, ist denn das irgendwie wichtig? Lass uns tauschen. So, Gold haben wir eingetauscht und dafür haben wir 190 Goldstücke gekriegt. So, was haben wir denn dann da herum? Sklavenwache. Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwin. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwin geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bloodwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven, also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Toros da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ja, ich denke schon. Hier, reicht das? Steck das wieder weg. Das will ich nicht sehen. Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal. Bloodwin ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Toros habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bloodwin gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Toros niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Ach so, so können wir nicht weiter. Also die Sklaven befreien wir auf jeden Fall auch noch. So, das ist Telbar. Oder Telbor. Hey, du. Hey,
Ich bin in Ordnung, aber Pathos ist ziemlich am Ende. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Patrick? Hey, Was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich habe nichts getan. Wer ist denn Patrick? Ach, der da? Da hinten macht er eine Pause. Pardos. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der 1000 Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Hier, trink das. Danke. Das hat mir gut getan. Ja, jetzt haben wir 3 Heiltränke entwendet. Dafür haben wir ein bisschen Erfahrung gekriegt. Ist natürlich immer gut. So, da hinten haben wir nichts mehr. Da haben wir noch, wen haben wir da? Monty. Ja, Monty. Hey, du. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Ja, das haben wir schon bekehrt. Und dann werden wir uns einmal zuwenden. Hey, du. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt ihr von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. in Ordnung. Ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Ja gut, alle Wochen kaputt schlungen. War natürlich das Einfachste. Das wird sich nie ändern. Also Sklaven kaputt haben wird schon mal nix sehen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Er stellt sich das immer so... So, was haben wir denn jetzt da hinten noch? Glaubst du wirklich? Ach, was haben wir denn da? Ist da Raven drin? Na, oder? Der ist doch woanders. Da wo wir vorher waren. Aber da haben sie scheinbar irgendwas gefunden. Ja, scheinbar haben sie da irgendeine Gruft ausgekommen. Da können wir nichts machen. Und einen Hebel gibt es jetzt da auch nicht, oder? Dass da irgendwie noch was aufgeht. Nicht so wirklich. Okay, dann können wir da schon wieder abhauen. Aber die haben da irgendwas freigelegt. Okay, was haben wir denn da? Eine Wache. Immer wieder das Gleiche. Ich frag Eine ja Fackel. Dann haben wir da unten Butler. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das interessiert mich nicht. Ach so, da hinten ist nichts mehr. Daran wird sich nie was ändern.